Stefan Lang ist Meditations- und Dharma-Lehrer aus Bern. Als studierter Ethnologe und Religionswissenschaftler hat mich nicht nur sein persönlicher Zugang zum Buddhismus interessiert, sondern auch, wie er die Entwicklung im Westen einschätzt. Der Stefan sagt dem, was er praktiziert und unterrichtet, nämlich westliches Vipassana. Wir haben über sein Engagement im Zentrum für Buddhismus in Bern geredet, über Offenheit und sektierische Tendenzen, Lehrer-Schüler-Beziehungen, aber auch über Apps, Online-Foren und Meditation in Firmen und im Alltag. Ein vielfältiges Gespräch mit aktuellen Themen. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Stefan Lang. Der Stefan ist in Stockholm geboren und aufgewachsen und als Teenager in die Schweiz gekommen. Er hat an der Uni Bern Ethnologie, Religions- und Medienwissenschaften studiert. Er hat verschiedene Berufe ausgeübt, unter anderem in der AIDS-Forschung als Webmaster und in verschiedenen Bereichen von E-Learning, zuletzt bei einem Verlag, wo er digitale Medienprodukte entwickelt hat. 1983 hat der Stefan mit Meditation angefangen. Er hat dann Ausflüge in die verschiedenen buddhistischen Traditionen gemacht. Seit 2000 ist er inhaltlich und organisatorisch mit dem Zentrum für Buddhismus in Bern engagiert und seit 2007 als Meditationslehrer tätig. Stefan, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Sehr gerne. Merci für die Einladung, Lukas. Ich steige ein, wenn ich meistens einsteige in diesem Podcast und frage dich einfach, wie bist du zu der Meditation und zum Buddhismus gekommen? Ja, wenn man das rückwärts anschaut, ist immer eine Frage von einer Konstruktion, aber ich glaube, das Interesse ist für, sagen wir, östliche Philosophie oder Religion im weiteren Sinn, ist im Gimmer erwacht, als ich im Gimmer war, und ich denke, so ein paar psychedelische Erfahrungen haben dort eine wesentliche Rolle gespielt. Schon im Gimmi? Ja, genau, ja. Aha. Das hätte ich mir also damals noch nicht getraut. Ja, es ist, irgendwie ist das, ja, das ist einfach recht, also es ist sicher nicht so, dass das alle gemacht haben, aber es ist doch relativ gängig gewesen. Und das ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Nachwehen vor Hippie-Zeit. Also das ist bei 73 Gimmer gegangen, das ist, und das ist schon in der Schweiz gewesen, oder bist du noch in Schweden? Das ist schon in der Schweiz gewesen, ja, genau. Ja. Ja, und durch das ist durch die Erfahrungen, glaube ich, habe ich mich einfach für das interessiert, also einschlägige Sachen gelesen, Be Here Now vom Ram Dass, oder ist es ein Standardwerk eigentlich in dieser Generation, oder Sachen von Leary, und dann hat es wirklich auch den Link gegeben, schon dann, oder, wo der Ram Dass, damals noch Richard Alpert, oder Leary oder Ralph Metzen, haben quasi eine neue Interpretation vom tibetischen Totenbuch geschrieben gehabt, wo sie so auf die psychedelische Erfahrung gemünzt. Und das hat, also dort war einfach schon der Link gewesen. Und der Ram Dass hat in diesem Buch beschrieben, dass sie eigentlich auf einem Weg enttäuscht war nachher von diesen psychedelischen Erfahrungen und darum nach Indien ist. Und eigentlich wollte er den Buddhismus suchen und hat dann den Hinduismus gefunden. Aber das kann man eben manchmal nicht so steuern, die spirituelle Suche. Und bei mir ist es eben so, dann habe ich auch angefangen, spirituelle Literatur im weitesten Sinn angefangen lesen und bin viel in der Buchhandlung Weyermann in Bern, wo dann so das Wasserloch war für spirituell Suchende. Da hat man alles gehabt. Das ist vieles, was mich spannend hat gedacht. Und dort hat auch jemand gearbeitet, der eine Verbindung hatte zu Leuten, die Meditationsretreat organisieren und anbieten. Und ich weiss nicht, hat mich auch mal angesprochen. Und ich hatte dann so das Gefühl gehabt, ja, das interessiert mich, aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht reif für das auf einem Weg. Irgendwelche Vorstellungen gehabt, man müsste quasi, wahrscheinlich habe ich das Gefühl gehabt, man müsste schon ganz weit sein, dass man überhaupt meditieren kann oder so etwas. Auf jeden Fall dann ist das noch so mehr einfach platziert gewesen, als Samen vielleicht im Kopf. Und dann mit
25 bin ich eher so ein bisschen zufällig, als ich bin auch so ein bisschen an einem Ort gestanden, wo ich wirklich nicht so recht gewusst, wie weiter im Leben, und habe einen guten Freund gehabt, wo ich quasi nebendran gewohnt habe, wo dann schon ein paar Mal ist gegangen, so an Retreat in der Uba-Kind-Tradition. Und dann hat er einmal gesagt, ja, wir gehen auf Bologna und ein 10-Tage-Retreat, kommst du mit? Und da bin ich mitgegangen, relativ kurz entschlossen. Und das hat mich super gedünkt. Das ist wirklich, ja, das ist ein strapazierter Begriff, aber das war life-changing gewesen, schon, kann man schon sagen. Und auch, es ist relativ eine strenge Praxis. Viele kennen das wahrscheinlich. Einfach so, man steht früh auf, sitzt nur eigentlich den ganzen Tag. Und was mir dort sicher geholfen hat, ist der Lehrer dort, John Coleman. Das war so ein humorvoller Amerikaner gewesen. Und das habe ich einfach, ja, dem sein Humor und seine Art sehr geschätzt, und das hat sicher auch vereinfacht. Du hast gesagt, eben die Praxis ist in der Uba-Kind-Tradition, also das meiste, was man heute in dem kennt, ist wahrscheinlich das, wo der S.N. Goenka, seine Vipassana-Center, die unterrichtet in der gleichen Art, oder? Also man sitzt sehr viel, hast du gesagt. Das sind dann, zuerst schaut man, glaube ich, 3 Tage auf den Atem, also konzentriert, sammelt den Geist, und dann fängt man an, so Bodyscans zu machen, oder? Genau. Genau. Ich habe nie beim Goenka-Retreat gemacht, aber er war schon einfach wie ein autorisierter Lehrer durch den UBA-Kind autorisiert, wie eben auch der John Coleman oder Mother Sayamachi, wo ich dann auch viel mit ihr meditiert habe. Und ich denke, die vom UBA-Kind autorisiert worden sind, die haben, habe ich das Gefühl, die meisten relativ ähnlich gelernt. Also so ein vom Modell her, vielleicht Ruth Denison hat vielleicht ein anders gelernt, aber sonst ist das, denke ich, recht ähnlich äußerlich gewesen. Und was war es denn dort, wo die so gepackt hat? Also hast du irgendwie tiefe Einsichten gehabt und das Leben ganz anders wahrgenommen nachher, oder bist du zu einer grossen Ruhe gekommen, oder was ist es gewesen? Ja, was ist es gewesen? Ich glaube, etwas war schon gewesen, also wenn eben die künstliche Situation, wo ja, das denke ich, das gilt für noch heute, einfach für die meisten buddhistischen Retreat, wo einem erleichtern, Sachen zu machen, wo es sonst recht anspruchsvoll ist, Disziplin aufzubringen, also einfach 10 Stunden am Tag einfach zum Beispiel probieren, immer wieder die Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken oder so. Das kann man eben, man muss sich natürlich schon reingeben, aber gleich, es ist ein Rahmen geschaffen, der das unterstützt, und es sind rundum ganz viele andere, die das auch machen. Das hilft sicher auch. Und was mich fasziniert hat, ist, dass durch das nachher, eben so in der Mitte vom Retreat, wo es angefangen hat mit Vipassana, was das einfach für eine was das für eine Erfahrung ist, die Erfahrung gewesen, eigentlich die Erfahrung. Und ich denke, wow, das ist in mir drin. Ich muss nur, also in Anführungszeichen, ich muss nur 4 Tage still sitzen und mich auf den Atem fokussieren, und dann kann ich aus meinem Geist heraus eine Power entwickeln, wo ermöglicht, dass mein Leben eigentlich ganz anders wird. Und natürlich, da kommt noch dazu, was dann die Interpretation von dem, oder sagen wir die Wahrnehmung von Vergänglichkeit und so. Und das ist aber ich glaube, die Erfahrung selber als Aufhänger braucht für das. Und das hat mich aber nicht gerade interessiert gemacht in dem, was ich die buddhistische Psychologie nennen, also so, was da auch dort vermittelt worden ist, so grundlegende Konzepte wie Daseinsmerkmal oder bedingtes Entstehen und so. Und
das hat mir, das ist einfach, auch wenn ich viel habe gelesen habe, aber das hat natürlich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Es hat ein Eigenleben angenommen. Ich habe gewusst, ich habe dann schon das Jana Ponika sein Buch «Geistestraining durch Achtsamkeit». Aber ich habe das nicht können. Ich bin irgendwie langweilig oder ich bin nicht rausgekommen. Und durch die Erfahrung in Meditation hat das dann so wie eine Lebendigkeit bekommen. Also du hast gesagt, Daseinsmerkmal. Vielleicht müssen wir kurz sagen, was Daseinsmerkmale sind. Das ist genau, ja. Oder willst du? Genau, also aus buddhistischer Sicht zuerst Vergänglichkeit, also dass sich alles, was sich manifestiert, auch wieder vergeht. Und die Leidhaftigkeit im Sinne von, es gibt nichts, wo quasi dauerhaft befriedigend ist, also Sachen, wo ist verknüpft mit der Vergänglichkeit. Und das Dritte, die nicht selbst, also dass es so wie nicht einen überdauernden Wesenskern gibt, wo man sich kann wie darauf verlassen oder wo wie eine Essenz ist, die unveränderlich wäre. Und dort also verbunden mit der Idee, dass man sich eben auch nicht mit der Erfahrung identifizieren sollte. Und das sind drei sehr zentrale Begriffe in der buddhistischen Lehre. Und du hast gesagt, die hast du dann so ein bisschen erlebt, dann bist du aus dem Retreat zurückgekommen und es ist irgendwie der Anfangs 80er Jahre, 1983, oder? Ja. Hast, also eben noch kein Internet, wo man sich so einfach können vernetzen. Wie ist es nachher weitergegangen? Ja, da habe ich mich dann einfach bei Bern, es hat in Bern so eine Meditationsgruppe gegeben in dieser Tradition und bin dort auch meditieren und bin dann auch gerade am Anfang doch mehrmals jährlich so 10-Tages-Retreat gemacht. Vor allem in England eigentlich, dort hat es ein Zentrum gehabt, aber auch Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien, ich bin recht viel auf Italien auch. Und das hat mich eigentlich begleitet. Ich habe dann nicht angefangen, irgendwie andere Methoden zu suchen oder so, sondern das hat mich, bin einfach bei dem geblieben und bin dann so in der Mitte, also 94 und 96, zweimal nach Burma, Myanmar, und habe dort so sogenannte Ordinationsretreat gemacht, um einfach für die Dauer vom Retreat quasi zum Mönch wird. Und dann treibt man auch oben und ja, genau. Ja. Okay. Es ist eigentlich der real thing, aber einfach für begrenzte Zeit. Und das ist für mich interessanterweise nicht so inspirierend gewesen, unbedingt. Auch überhaupt das Burma zu erleben als eigentlich super buddhistisches Land und in der Hauptstadt steht eine riesige Pagode, Shwedagon, und es ist auf einem Weg faszinierend gewesen, und so, und gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mehr so ein die Ethnologie eingeschaltet. Genau, der Ethnologie eingeschaltet und habe mehr das so gesehen als wie kulturelle Artefakte und auch so ein bisschen mehr gesehen, ja, die Religion als Stütze von der Gesellschaft, auch, wo de facto ein korruptes Militärregime war, eigentlich seit den 50er Jahren. Und im Moment eigentlich schlimmer als je auf einem Weg. Und auch so die Diskrepanz oder das Erleben, dass ein Land, das auf einem Weg auf der einen Seite zutiefst buddhistisch ist, dass das leider kein Garant ist dafür, dass es die Werte auch lebt oder so. Ist ja vielleicht auch naiv, so etwas zu glauben, aber das ist halt einfach so und das hat mir eher ein bisschen Mühe bereitet. Gut, wenn du sagst, das Land lebt nicht, ich meine, es ist eine Militärdiktatur, mindestens heute. Ja.
wenn ich jetzt so das Gespräch, das ich mit der Aria hatte, so im Hinterkopf habe, dann sagt sie aber zum Beispiel, die Leute sind wahnsinnig herzlich und wahnsinnig grosszügig. Ja, also es prägt so auch so, oder? Ja, nein, das stimmt. Das ist jetzt, ich muss es vielleicht zurücknehmen. Ich denke, das ist mehr, wenn ich es quasi als Gesellschaft auch von den Machtstrukturen und so her anschaue. Aber das stimmt definitiv. Also da hat sie recht. Also das ist von den Leuten her ist eine grosse Herzlichkeit und ein unglaublicher Respekt dafür, wenn man sagt, man kommt hierher für Dhamma zu praktizieren oder so. Das wird sehr wertgeschätzt, oder? Und dass man sieht, dass jemand aus Europa in das Land kommt für einfach wegen dem Dhamma, wo für sie, in dem Sinn denke ich auch, in der Bevölkerung ist es sehr verankert und hat sicher auch eine Bedeutung, wo macht, dass sich die Leute vielleicht in Filmen auch anders verhalten, als jetzt, dass sie in einem durchschnittlichen europäischen Land würden machen. Es ist einfach nicht für mich so gewesen, dass ich dort hergekommen und habe jetzt gehabt, wow, jetzt bin ich dort angekommen, wo es quasi richtig ist und so. Ich meine, es hat mir sehr gefallen. Es ist ein faszinierendes Land. Aber es war nicht so der Booster für die Praxis oder so. Bist du denn dort bei einem bekannten Lehrer gewesen, meditieren, oder? Das war im Zentrum, wo der Rupa Kin geleitet hat, in Rangoon. Und das ist nach wie vor einfach von Leuten von seinen Nachfolgern quasi dann geführt worden. Das ist nicht ein riesengroßes Zentrum, aber es in der Stadt drin. Und das eine Mal haben wir dann noch so eine Pilgerfahrt gemacht, durch Burma, wo wir solche Orte besuchen, wo Lehrer waren, die für den Uba Khinsi wichtig waren. Also der Sayatechi oder der Wibu Sayadaw. Und also es war wirklich so eine Art Pilgerfahrt gewesen. Das war auch recht interessant gewesen, einfach die Orte zu sehen und einfach auch das Land ein bisschen durch eine andere Brille auch zu sehen. Das ist durchaus spannend gewesen. Aber fast eben mehr in einer ethnologischen Art als wirklich in der meditationspraktischen Art. Ja, ich würde es so sagen. Es ist gut, es ist jetzt so wirklich auch schon recht lang. Aber du bist trotzdem dran geblieben, wo du nachher wieder zurückgekommen bist? Ja. Also abgelöscht hat es dir auch nicht, in Bezug auf Meditation? Nein, aber ich habe nachher, ein paar Jahre später, bin ich so ein bisschen ungeplant in Kontakt gekommen mit dem, was ich jetzt als westliches Vipassana bezeichne. Also die ist ja nicht wirklich richtig, aber so die Art von buddhistischer Praxis, wie sie in den USA, Insight Meditation Society oder Spirit Rock unterrichtet wird, oder in England im Gaia-Haus oder in der Schweiz im Meditationszentrum Beatenberg. Und das sind auch die 4 Zentren, wo auch häufig die gleichen Lehrerinnen und Lehrer waren, waren. Und es hat für mich etwas gehabt, was mich angesprochen hat, ist, dass es ist so ein bisschen mehr Persönlichkeit von einzelnen Lehrerinnen oder Lehrern ist spürbar gewesen. Also es ist ein bisschen eine grössere Vielfalt gewesen, eigentlich im Lehrstil. Und ich würde sagen, dass es vielleicht ein bisschen mehr auch so psychologische Einflüsse hatte, die mich eigentlich angesprochen haben. Und es ist in dem Sinn, es ist auf einem Weg so ein bisschen synkretistisch gewesen, jetzt also aus einer asiatisch-buddhistischen Perspektive. Die Lehrerinnen und Lehrer aus dem Westen, die nach Asien sind gegangen und das wieder zurückgebracht, die sind ja durchaus den asiatischen Wurzeln sehr verpflichtet gewesen und haben sehr viel Wertschätzung und Ehrfurcht gehabt vor diesen Lehrern, die vor allem Männer gewesen, die sie getroffen in Asien.
Und nichtsdestotrotz haben sie natürlich im Westen angefangen, wie eigene Modelle entwickeln. Und und die Insight Meditation Society in Massachusetts ist wahrscheinlich so ein Vorzeigeexempel für das, oder? Aber sie auch in den Mitte 70er Jahren, wo das so angefangen hat, haben sie ja in Boulder, Colorado, das Naropa-Institut ist gegründet worden, mit dem Ram Dass zusammen, und das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, man hat noch so eine Form gesucht, was das eigentlich soll. Und da war der Chogyam Trungpa Rinpoche und das waren Künstler, Künstlerinnen, also ja, das ist noch so recht, also, denke ich, auch sehr eine offene Zeit gewesen, wo vieles möglich war und sich noch so ein bisschen setzen, bevor es nachher wie etablierte die Richtungen aus dem heraus entstanden sind. Oder dass man auch, wie sagen wir, die Ursprungsrichtungen dann unter Umständen auch wieder stärker hat betont und mehr in einem gewissen Sinn ernst genommen. Also. Man kann es so ein bisschen aus zwei Perspektiven, oder du kannst es aus zwei Perspektiven anschauen. Einerseits als Praktizierender und jetzt auch buddhistischer Lehrer und andererseits als Religionswissenschaftler. Du hast jetzt sind wir schon ein bisschen weiter in der Biografie, aber du hast ja Religionswissenschaft auch studiert. Ja. Wie beurteilst du das? Also der Buddhismus, so wie er jetzt da im Westen ist denn das überhaupt noch Buddhismus? Oder ist das etwas ganz Neues? Wenn du sagst, sie haben neue Modelle oder eigene Modelle entwickelt, ja, wie ist das? Ja, ich denke, es ist, also gut, das ist eine Definitionsfrage, ist es Buddhismus, aber ich denke, jegliche kulturelle Praxis ist prägt von Veränderung, und es gibt nie Sachen, die wirklich einfach statisch bleiben. Das ist entspricht in dem Sinne noch einem wichtigen Lehrinhalt vom Buddha. Aber schon kurz nach dem Buddha seinem Leben haben sich verschiedene Richtungen entwickelt, wo durchaus Unterschiede hatten. Und von denen ist so Theravada ist das, was nachher ist, was sich bis heute so ein bisschen gehalten hat. Aber das ist ja auch schon etwas Neues im Vergleich zu dem, was Buddha selber quasi... Man weiss es ja gar nicht genau, oder? Also was er gelehrt hat. Ist ja erst ein paar hundert Jahre später angefangen aufzuschreiben worden. Ist alles mündlich überliefert, oder? Also, ja, aber das stimmt natürlich. Aber der Prozess oder, von Veränderung oder von synkretistischen Bewegungen, also der Einbezug oder die Beeinflussung von anderen religiösen, spirituellen Traditionen in beide Richtungen. Oder denke auch, also der Einfluss von vedischem Denken oder umgekehrt, so denke ich auch, man könnte wahrscheinlich sagen, dass Patanjali sein Yoga-Sutra auch beeinflusst ist von buddhistischem Denken. Und in Indien ist es ja schon die Hauptrichtungen, die sich dann etabliert haben, die buddhistischen, also Theravada, das Mahayana und das Vajrayana, das ist eigentlich alles in Indien schon entstanden, aber das waren schon unglaubliche Veränderungen gewesen, zum Teil gegenüber dem, was man heute kann annehmen, ist so das Älteste, was gelehrt worden ist. Und wo die buddhistische Lehre auf China ist gekommen und sich Chan entwickelt hat und später Zen in Japan, das sind nochmal völlig andere Geschmäcker eigentlich von der gleichen Lehre. Und es gibt ja nicht so viel Gemeinsamkeiten sind auf einem Weg recht bescheiden, wenn man probiert, wie alles unter einen Hut und den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Der amerikanische Lehrer Joseph Goldstein hat das ja mal probiert in einem Buch, das One Dharma heisst, und gesagt hat, das, was letztlich für alle buddhistischen Richtungen gilt, ist als Ziel nicht anhaften, non-clinging, oder? Und das ist ja eigentlich noch verrückt, oder wenn man sagt, okay, es ist ja ein sehr wesentlicher Teil, aber gleichzeitig ist ja schon beim achtfachen Pfad hat es einfach happern, oder? Da gibt es irgendwie buddhistische Richtungen, die das ein bisschen anders sehen,
Und von dem her denke ich, dass das, was jetzt passiert, das ist einfach nochmal so ein bisschen wie eine Umwälzung und Neuinterpretation. Und in dem Sinn finde ich es auch eine recht kostbare Situation, weil es hat noch eine gewisse Frische und es ist noch nicht, wir sind seit Jahrhunderten hier in einer buddhistischen Gesellschaft und ich denke, das erleichtert es auch, immer wieder vielleicht auch Sachen in Frage zu stellen, aber auch zu schauen, was ist das Wesentliche und um was geht es uns wirklich, ohne abgelenkt zu werden von religiösen Institutionen oder wo ich denke, jegliche, also wie als soziologischer Effekt oder jegliche Organisation, die entsteht, ob jetzt das religiös ist oder anders wie, die hat nach kurzer Zeit ein Hauptinteresse, sich selber als Organisation zu erhalten. Und das ist dann vielleicht der eigentlichen Botschaft abträglich, oder? Das finde ich einen extrem spannenden Punkt, weil den sehe ich total und das ist ja das, was ich schätze, dass wir heute die Freiheit haben und ich denke, gerade mit dem Internet, da kann eigentlich jeder von uns heute wahrscheinlich sich besser und mehr über die verschiedenen buddhistischen Richtungen informieren, als das über Jahrhunderte irgendwie selbst die gelehrtesten Buddhisten haben können. Wenn du irgendwo im Tibet in einem Tal bist, dann ist es massiv schwieriger zu wissen, was einer in China mit Chan macht und irgendwo in Sri Lanka mit Theravada. Also das ist wahrscheinlich wirklich eine wunderbare Situation. Und auf der anderen Seite, du hast vorher vom Synkretismus geredet. Genau das ist ja dann zum Teil halt auch der Vorteil von Institutionen, dass sie irgendwie einen Kanon bilden und den probieren zusammenzuhalten. Und auf eine Art, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich die langen Überlieferungen irgendwie trotzdem auch nicht, oder? Also es ist so ein bisschen eine ambivalente Situation für mich. Wie siehst du das? Ja, das ist ein interessanter Punkt, ja, dass das quasi die Etablierung vom Kanon oder auch von einem Dogma eigentlich die Überlieferung sichert. In einem gewissen Sinn ist der halt danach eben auch im Widerspruch zu den Inhalten, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Widerspruch gerade in Bezug auf die buddhistische Lehre grösser ist, als wenn es jetzt um eine ökonomische Theorie geht, zum Beispiel, oder so. Ja. Gut, die ökonomische Theorie, die erledigt sich jetzt dann wahrscheinlich bald selber. Die Hände. Ja, nein, aber einfach, weißt du, oder vielleicht etwas Unverfänglicheres, Ingenieurwissenschaft oder Hausbau oder so, wo man kann sagen, es ist relativ straight, oder du kannst lernen, oder Bootsbau oder Schiffbau, irgend so etwas, wo du kannst über Generationen weitergeben, wie baut man am besten ein Schiff und wenn du eine Lehre hast, wo wesentliche inhaltliche Aussagen sind, dass alles vergänglich ist und dass es keinen stabilen Wesenskern gibt und die Leidhaftigkeit letztlich von der Existenz und das dann in einem Kanon probierst zu fassen, hat es für mich so einen Geschmack von, okay, auf der einen Seite sagst du, das zerkeilt alles und auf der anderen Seite probierst du es stets zu meisseln. Ja. Also eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich sehe es wirklich ambivalent. Ich sehe den Punkt, wo du jetzt sagst, total, und auf der anderen Seite sehe ich im Moment aber zum Teil auch eine Beliebigkeit, wo einfach alles mit allem ein bisschen gemischt wird, wo für mich dann zum Teil auch eine wertvolle Klarheit und Essenz vielleicht irgendwie verloren geht und es ist dann so ein bisschen kann alles und ja. Ja, das kenne ich schon, das denke ich auch und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Kehrseite von dem, was du vorher hast gesagt, oder, dass es wirklich unglaublich ist, oder, was man heute kann, auf Knopfdruck quasi an Wissen zusammenholen und das denke ich, das ist eine unglaubliche Stärke von diesem Zeitalter, oder ich habe ja so viel einfach zugänglich, oder, an Wissen und auch
Instruktionen, oder? Ich habe auf Dharma-Seite habe ich gerade nachgeschaut, dass ich irgendwie 35'000 Vorträge oder so etwas oder Meditationsanleitung, also und das sind super Lehrerinnen und Lehrer, die dort ihre Vorträge und Anleitungen ablegen, oder? Und das ist unglaublich. Also ich meine, das ist klar, man hat nicht die persönliche Betreuung unbedingt, aber sogar das ist möglich geworden über irgendwie Zoom-Gespräche oder so mit Lehrenden, die irgendwo in einem anderen Kontinent sitzen. Aber eben, wie du sagst, das ist schon auch ein bisschen eine Gefahr. Und ich sehe einerseits auf der inhaltlichen Seite, oder, dass der vielleicht zu schnell in Versuchung geratst, halt alles Mögliche ein bisschen zu mischen. Aber was auch noch wichtiger ist, dass man nachher halt auch einfach durch die Schnelllebigkeit und die Überflutung mit Informationen und Reizen so, dass es überhaupt schwierig wird, sich zu fokussieren auf irgendeine Thematik, egal ob es eine Dharma-Praxis ist oder etwas anderes. Und das, denke ich, ist wirklich das ist eine grosse Herausforderung von unserer Zeit. Mhm. Die ist ja auch geprägt durch Digitalisierung. Eben, du bist ja viel im Digitalen unterwegs gewesen. Webmaster habe ich gelesen und im E-Learning-Bereich. Was haltest du denn von dieser Digitalisierung in Bezug auf Buddhismus? Also weißt, was sind da Chancen, was sind aber vielleicht auch Gefahren? Also eben, ich glaube, wir haben beides kurz angesprochen. Also die Chancen von Digitalisierung sehe ich wirklich drin, dass man Inhalte verfügbar hat, dass man eben Kommunikation möglich ist mit Menschen, die weit weg sind und wo aber wo man ein Gespräch führen mit jemandem, der Tausende von Kilometern weit weg ist und wo vielleicht gar nicht auf Europa kommt oder so. Oder eben die Vielfalt von Ressourcen in Form von Vorträgen oder von Quellentext oder von Übersetzung. Ich meine, ich habe mit guten Übersetzungstools kann ich auch einfach Zeug übersetzen aus Sprachen, die ich gar nicht kann. Und das ist da gibt es wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Oder ich kann mich informieren über Lehrerinnen und Lehrer, die irgendwo lehren, wo ich sonst müsste wirklich herreisen, bevor ich überhaupt könnte, also sofern ich überhaupt wüsste, dass es die gibt, oder? Müsste herreisen und nachher könnte bevor ich mir auch eine Meinung bilden dazu. Und da denke ich, da hat es wirklich enorme Vorteile. Oder auch bei uns im Zentrum in Bern häufig auch Videos anschauen, als Teil von der Abendgestaltung, wo wir zur Meditation zusammenkommen. So. Und der Nachteil, denke ich, ist wirklich auch das, wo der Philosoph Thomas Metzinger hat geredet über die Aufmerksamkeitsökonomie. Oder wir haben Informationen und so, und Unterhaltung ist an gogo, gratis, an jedem Ecke, so viel wie man will, erhältlich. Aber die Aufmerksamkeit ist begrenzt und der Kampf um unsere Aufmerksamkeit mit immer ausgeklügelteren Mitteln führt wirklich dazu, dass es immer schwieriger wird, über das knappe Gut auch selber autonom zu verfügen. Und ich denke, das ist wirklich ein Problem, das man vielleicht unterschätzt auch, oder? Also, wie viel Energie von riesigen Tech-Konzernen investiert wird, um möglichst clevere Methoden zu finden, dass unsere Aufmerksamkeit hängen bleibt an ihrem Produkt.
Und wie schwierig es sich ist, dem zu entziehen. Also ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die sich dem völlig entziehen können. Im besten Fall ist man sich noch so ein bisschen bewusst und kann so ein bisschen probieren, einen Umgang zu finden. Aber ich meine, es ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, ich würde schon sagen, Meilenstein war die Einführung vom iPhone 2007. Und was in diesen 15, 16 Jahren passiert ist und die Tatsache, dass man eigentlich, wenn man jetzt unterwegs ist im ÖV oder so und auf einen Bus oder ein Tram wartet, dass man eigentlich kaum mehr Leute sieht, die einfach warten. Es ist, der Griff in den Hosensack für das Telefon vorzunehmen ist einfach sofort da, wenn irgendeine Leerzeit ist oder so. Und das denke ich, ist eigentlich ein unglaublicher Verlust, oder? Einfach nicht mehr einfach können sein mit halt einer Situation, wo gerade nichts läuft oder so. Du bist jetzt gerade zurückgekommen aus einem Kurs für junge Menschen im Beatenberg, den du geleitet hast. Das sind ja immer Schwiegerritter im Beatenberg. Ich nehme an, die haben auch ihr Handy müssen abschalten. Hat es da Reaktionen gegeben nachher? Also, wie das war für dich? Weißt du, ist jetzt das irgendwie etwas, weil ich höre manchmal auch so Gegentendenzen, dass es irgendwie auch junge Leute gibt, die, wenn sie sich treffen, ganz bewusst ihr Handy irgendwo weglegen und sagen, jetzt bin ich mit meinen Freunden zusammen. Ich weiss nicht, ob das die Ausnahme ist oder, also, haben die etwas berichtet nach dem Wochenende, wie es nicht gegangen ist? Ich habe jetzt nicht speziell geredet mit ihnen über das oder gefragt, was es, wie das war. Aber also es haben gut die Hälfte, also wir haben das Angebot gemacht, sie können ihre Geräte abgeben im Büro und gut die Hälfte hat Telefon, Tablets, Laptops abgeben. Die haben es wirklich abgegeben, weil sie Angst haben, sie brauchen es sonst vielleicht, oder? Wir haben so ein bisschen ans Herz gelegt und gesagt, und einfach und es ist ja klar, es ist einfach, wenn das Gerät einfach rumliegt, ist es viel schwieriger, es nicht zu beachten, auch wenn es ausgeschaltet ist, als wenn es irgendwo eingeschlossen ist in einem Schaft im Büro. Und ich habe die Diskussion nicht geführt, wäre wirklich noch spannend. Und ich denke, du hast recht, es gibt sicher auch die, wo das auch als problematisch anschauen selber, oder? Das zu sehen, man sitzt irgendwie 6 hoch um einen Tisch und jeder ist irgendwie an seinem Gerät oder so. Oder es macht irgendwo immer Bling oder Surrt oder so. Und meine Vermutung wäre natürlich schon, dass Leute, die sich überhaupt erst für einen Schwiegerretreat anmelden, sind wahrscheinlich nicht repräsentativ. Die sind auch nicht repräsentativ und sie vermutlich ändern geneigt, auch die Chance zu sehen, von dem mal einfach ein paar Tage ohne Social Media und Mails zu sein. Und das kann ich nicht beurteilen. Es wäre wirklich noch interessant zu wissen, wie das ist. Also wenn jetzt einfach würdest, weiss doch nicht, so 16- bis 20-Jährige fragen in ihrem Leben, oder eben vielleicht auch, wie sich das verändert, ob es vielleicht zwischen 20 und 25 anders ist oder so. Ich weiss es nicht. Ich meine, es sind auch viele ältere Leute, die permanent am Handy sind. Ich höre einfach, wenn ich einmal bei den Jüngeren höre, auch so im Geschäft und so, was die erzählen, wie viele Nachrichten, dass die zum Teil das reinkommen, dann ist es einfach nochmal irgendwie ein Faktor, was bei mir reinkommt. Und ich finde schon, ich habe irgendwie 4 Messenger-Apps auf meinem Handy und finde es zum Teil schwierig, die Übersicht zu behalten. Also ich käme, glaube ich, gar nicht mehr nach. Ein Aspekt finde ich noch interessant, wenn man so über Digitalisierung geht, und das sind so Online-Foren. Ich weiss nicht, ob du dich dort auch ein bisschen auskennst, aber da gibt's vor allem auch auf Englisch gibt's wirklich so riesige Foren, wo sich Leute austauschen, oder? Wenn man keinen Lehrer hat, weil man meditiert dann irgendwo mal, hat das aufgeschnappt, und dann tauscht man sich dort auf, und da gibt's auch zum Teil recht spannende Austausche, und zum Teil gibt's dann auch extrem schräges Zeug. Also da gibt's solche, die irgendwie ihre Erleuchtungsstufen diagnostizieren. Und ich zum Teil denke, nicht nur, weil es jetzt irgendwie ein extremes Streben nach etwas ist, was zum Teil kann hinderlich sein, sondern auch, weil es zum Teil einfach, ich habe wirklich das Gefühl, die Leute
Also die haben keine Ahnung, da nimmt es mich dann so Wunder, wie siehst du das und was ist, ja, also kann man ohne Lehrer auf so einem Weg sein oder nicht? Vielleicht ist auch eine Frage. Ich denke, es ist schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Und ich denke, es gibt immer wieder auch Menschen, die von selber eigentlich unglaubliche Einsichten haben oder so. Und ich meine, wenn du Religionsgründer anschaust, ist es ja eigentlich immer so, oder auch beim Buddha, gemäss Legende, hat er ja verschiedene Lehrer gehabt. Es ist ja nicht so, dass er einfach selber, aber letztlich hat er seinen Durchbruch oder so, das hat er selber gefunden. Aber man kann natürlich wirklich argumentieren, das ist wichtig, dass er die 6 Jahre vorher hat mit verschiedenen etablierten Lehrern verbracht und hat quasi zuerst State of the Art gelernt und nachher unbefriedigt selber weiter machen können. Und eben heute denke ich, also ich bin jetzt nicht sehr viel irgendein ungerades Mal stolpern über so ein Subreddit oder so irgendwie. Und da gibt's, also auf Reddit gibt es bestimmt super ich rede jetzt vor allem über Reddit. Okay, ja. Und dann denke ich, gibt es wahrscheinlich auch Foren oder so, wo wirklich noch so hilfreich sind und so. Aber eben, es ist natürlich, es sind häufig so, es ist so ein bisschen Peer-to-Peer und du weißt nicht so recht, oder vielleicht hat irgendjemand einen kleinen etablierteren Status und kann so ein bisschen Inputs geben, die fundierter sind. Aber ich vermute mal, das ist so ein bisschen, ja, das ist relativ frei schwebend und ich meine, ich denke, es gibt sicher Leute, die unglaublich viel oder daraus ziehen und die vielleicht einfach schlicht nicht so die Möglichkeit haben, anders dazu zu kommen. Wobei, ja, aber andererseits, du kannst ja eben über das Web kannst du ja mit irgendetwas verknüpfen und du kannst ja jetzt auch mit Covid hat es ja nochmal einen unglaublichen Boost gegeben für so Online-Angebote und so und Meditationskurs online, Webinar und Sachen. Also wenn du Internetanschluss hast, was die Mehrheit der Weltbevölkerung hat, oder kommst du eigentlich an wahnsinnig viel Zeug dran her, oder? Was haltest du von Apps zum Meditieren? Ich merke auch, also bei auch Leuten, die in den Kurs kommen, dass es Tendenz steigend ist von Leuten, die sagen, sie haben angefangen zu meditieren mit einer App und dass das auch hilfreich ist. Und ich denke, es gibt auch dort natürlich, es gibt eine riesige Palette von Apps und sie sind nicht alle gleich toll und zum Teil ist so das kommerzielle Interesse ein bisschen sehr manifest, aber ich finde, das kann wirklich eine gute Unterstützung sein. Gibt es Apps, die du auch empfiehlst? Also ich brauche ein ungerades Mal Insight Timer, weil ich finde, und dort ist einfach, das ist ein lustiger Effekt, wo ich finde, wo das gibt es vielleicht auch in anderen Apps, das weiß ich jetzt nicht, aber dass du, wenn du den brauchst als Timer beim Meditieren, dass du dann siehst am Schluss, irgendwie 27.819 Leute haben jetzt auch gerade meditiert und dann siehst du irgendwie ein Dutzend von denen, die quasi in deiner Umgebung auch meditiert haben. Und für mich ist es lustigerweise, es ist ja auf einem Weg banal, und gleich gibt es irgendwie so das Gefühl von, in meiner Stadt sind jetzt auch gerade x Leute mit dieser App einfach am Meditieren und es gibt irgendwie, trotzdem, dass es so banal ist, gibt es ein kleines Gefühl von Verbundenheit, oder? Und was ich wahrscheinlich noch mehr brauche, ist Dharma-Seed, wo auch eine App, also eine Website und eine App ist, wo es eben einfach, ja, ich glaube, also über 30'000 Vorträge und Anleitungen hat und sicher ein Dutzend Sprachen, unter anderem Schweizerdeutsch, also Akinshana sei Dank. Und der Lehrer, der sich für das eingesetzt hat dort. Und
und wo man kann nach Thema oder Lehrerin, Lehrer suchen und das finde ich auch super, oder? Da kannst du wirklich, Ja, ist wahnsinnig. Also ich habe schon ganze Retreats dort oben runtergeladen. Wenn ich selbst Retreats gemacht habe, dann habe ich quasi die Morgenanleitungen plus einen Tag am Nachmittag gehabt für ein ganzes 10-Tages-Retreat. Das ist schon wahnsinnig. Ja. Und dann, finde ich auch. Und es gibt andere, die ich vor Jahren angeschaut habe und wo ich weiss, dass Headspace beliebt ist, aber das habe ich schon lange nicht mehr angeschaut. Ich weiss eigentlich nicht mehr, wie das aufbauen ist. Dann gibt es so ein bisschen, Sachen, die kommen und gehen. So. Muss man, glaube ich, auch selber ein bisschen ausprobieren. Ich habe auf meiner Website ein paar Sachen verlinkt gehabt, und wenn es jemand interessiert, kann man dort einfach sehen, was es dort gibt. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch Sachen, die dort nicht aufgeführt sind, aber einfach als Einstieg wäre das schon eine Möglichkeit. Ich habe auch noch meine Favoriten auf meiner Website verlinkt. Ja, genau. Gut. Ja. Wir sind ein bisschen wild in deiner Biografie rumgumpen, aber stehen geblieben sind wir eigentlich irgendwo, wenn ich so richtig kann, so in den 90er Jahren. Und was mich auch noch wundern, du bist ja seit 2000 auch mit dem Zentrum für Buddhismus in Bern verbunden. Irene hat es in der letzten Folge schon ein bisschen gesagt, was das ist. Aber kannst du vielleicht auch noch mal sagen, was macht das Zentrum für Buddhismus in Bern vielleicht auch so ein bisschen besonders? Ja, genau. Ja, also das ist eigentlich gerade der Anschluss. Ich habe gesagt, das ist eigentlich etwa so im Jahr 2000, als ich angefangen habe, mich mehr so richtig westlich Vipassana orientieren. Auch Beatenberg oder die Lehrenden, die dort lehren. Und auch im Jahr 2000 mit der Irene und mit anderen Dharma-Freundinnen und Freunden das Zentrum quasi wie neu begründet haben. Es ist interessanterweise, vorher ist schon 7 Jahre hat es existiert als buddhistisches Zentrum in der tibetischen Gelug-Tradition, und das heisst, wir haben im September in dem Sinne schon das 30-jährige Jubiläum von dem. Gelug, das ist die Tradition vom Dalai Lama. Oder? Genau, das ist eine von den 4 tibetischen Richtungen und die vom Dalai Lama. Und das Zentrum ist von FPMT, Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, wo vom Lama Zopa als Oberhaupt hat. Und das ist aber auch, und etwas Spezielles war, dass das Zentrum auch der ausdrücklich Segen hatte von seiner Heiligkeit vom Dalai Lama. Und das ist natürlich noch speziell für so eine kleine Doppelgarage in Bern. dass jemand von den, oder wahrscheinlich der prominenteste Buddhist überhaupt, dort auch den Segen gegeben hat dafür. Oder? Und im Jahr 2000 ist der Uli Minder, der das hat begründet, das Zentrum dort in die Mongolei gegangen, für dort auch helfen, den Buddhismus wieder zu etablieren. Und aus diesem Anlass haben wir nachher dort dem eine neue Form gegeben. Und das Zentrum für Buddhismus ist insofern speziell und für mich auch attraktiv, weil es traditionsübergreifend ist. Also es hat nach wie vor auch eine tibetisch-buddhistische Richtung gegeben, und die dann auch und unsere Freunde sind mehr in der Vipassana-Meditationsgruppe Bern gewesen, der Theravada. Dann hat es relativ gleich, ein paar Jahre nach der Gründung, ist Zen-Gruppe dazugekommen, von Paul Shepard. Es hat eine Zeit auch eine Gruppe gehabt, die auf Thich Nhat Hanh orientiert war. Und jetzt ganz neu haben wir wieder eine Gruppe, die auf Plum Village, Thich Nhat Hanh, ausgerichtet ist. Und ich finde das schön, weil es eben auch zeigt, dass es eine gewisse Offenheit gibt. Und man sagt, es geht jetzt nicht darum, dass man einfach nur gerade den Lehrer oder die Lehrerin hat und genau die Richtung, sondern Offenheit und vermutlich auch ein bisschen säkularer Anspruch, der damit verbunden ist, als, sagen wir jetzt, das Zentrum generell. Und
Und wir haben, wenn wir einmal im Monat einen öffentlichen Vortrag organisieren, und dann schauen wir auch darauf, dass wir eigentlich autorisierte Lehrerinnen und Lehrer einladen, die in verschiedene von den buddhistischen Hauptrichtungen etabliert sind, können reden. Und dass wir das ganze Spektrum von dem, was Buddhismus ist, abdecken. Und das ist eher selten. Das gibt's meistens ist halt das Zentrum oder eine Organisation auf eine Richtung oder eine Lehrerin ausgerichtet. Ausnahmen vielleicht Retreat-Zentren, die tendenziell eher eine grössere Spannbreite haben an Angeboten. Aber so ein Stadtzentrum ist häufig relativ eng von der Ausrichtung her. Und da sind wir wieder bei dieser Ambivalenz, wo wir schon mal darüber geredet haben, oder? So quasi die Bewahrung von einer bestimmten Richtung versus der Offenheit und Toleranz. In den 90er Jahren vor allem ist ja auch so das Thema Sekten ein recht grosses Thema gewesen. Und ich denke, genau die Offenheit, die beugt ja auch vor, dass irgendwie so sektiererische Tendenzen können entstehen. Aber trotzdem, ich habe jetzt schon 1-2 Anfragen gehabt, also, wo Leute gesagt haben, sie seien bei Gruppen gewesen, was vielleicht auch ein komisches Gefühl haben, was wieder rausgegangen sind, auch in der Schweiz heute noch. Ja. Also es scheint noch Gruppen zu geben, die sehr auch vereinnahmend unterwegs sind. Ja. Wie siehst du das als Meditationslehrer und auch als Religionswissenschaftler? Also wie ist da die Situation heute und vielleicht auch, an was erkennt man so eben die, wenn es sektiererische Tendenzen sind, und was soll man dann machen? Oder wie soll man... Ja, also dort gibt es gibt keine Garantie. Der Buddhismus hat einen guten Ruf, oder? Was ja schön ist, wenn man dort unterwegs ist. Aber es ist nicht so, dass das eine Garantie ist dafür, dass nicht auch auf dieser Basis Sekten entstehen können. Und da gibt es verschiedene eher unrühmliche Beispiele dafür, auch in den asiatischen Ursprungsländern. Und ich habe, wenn ich einen Einführungskurs gemacht im Buddhismus, also aber auch noch so ein Blatt verteilt mit Sektenmerkmalen, so von Sektenberatungsstellen, weil ich es einfach auch eine interessante Diskussion finde. Also es gibt ja nicht so eine etablierte Definition von, was eine Sekte ist. Und auf Englisch kann so relativ wertneutral sein, eine Sekte. Also mehr so als einfach eine Richtung innerhalb von einer grösseren religiösen Bewegung. Aber es hat natürlich schnell eine Enge und es gibt eine ganze Raglete von Merkmalen, wo man dann aber sagt, wenn die mehrheitlich erfüllt sind, dann redet man von einer Sekte. Also, aber das einzelne Merkmal an sich ist noch nicht unbedingt problematisch. Also sagen wir, eine sehr starke charismatische Führungsperson, sagen wir, Anspruch auf so Alleinstellungsstatus, dass man allein weiss, was die Wahrheit ist, also Kontrolle für Kommunikation, Ermutigung von den Leuten, Aussenkontakt abzubrechen und nur sich mit Leuten zu treffen, die innerhalb von der gleichen Gruppe sind. Und so es gibt so, ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich so 10, 20 Sachen, wo man kann sagen, ja, das deutet darauf hin, dass es problematisch ist. Und da denke ich eben, dass die buddhistische Gruppierungen nicht ausgenommen davon. Ich denke, es gibt relativ wenig, wo wirklich den ganzen Katalog muss Häkchen machen, sagen, das ist alles erfüllt. Aber es gibt sicher solche, die in einem problematischen Bereich sind. Und meine Haltung ist eigentlich, dass es immer angeraten ist, dass man nicht die eigene Autonomie aufgibt, sondern dass man probiert, auch mit gesundem Menschenverstand zu schauen, ist das noch, also ist das überzeugend oder ist das komisch? Und es gibt natürlich schwierige Fälle, oder? Weil man sagen wir, gerade in diesen buddhistischen Traditionen, wo
esoterische Elemente haben, also esoterisch im Wortsinn von verborgene Lehre oder so, wie das im Vajrayana der Fall ist. Das heisst, nur der Lehrer gibt es direkt an Schüler weiter oder seine Schüler und nicht irgendwo in Büchern ist es aufgeschrieben? Genau, du musst einen bestimmten Status erreicht haben, bevor die Lehrer oder die Lehrerin sagt, dass du bist jetzt quasi genug weit entwickelt, dass du kannst die nächste Stufe von Belehrungen haben. Und es gibt ja auch der Dalai Lama, gibt es so sogenannte Initiationen. Und das ist nicht per se problematisch, aber das ist natürlich, das heisst, ist häufig auch verbunden mit einem einem speziellen Status vom Lehrer oder der Lehrerin, wo schon auch so einen Absolutheitsanspruch kann mitschwingen, oder dass man sagt, das ist der Lehrer, der Guru als Buddha gesehen und das ist ein Teil von dieser Lehre. Und ja, das ist auch wie ein didaktisches Mittel und ein Mittel, das auf diesem Weg essentiell ist für den Fortschritt. Aber das ist natürlich auch ein Mittel, das sich missbrauchen und missbraucht worden ist. Und dort glaube ich, ich sage, die eigene Autonomie behalten, ist vielleicht in so einem Fall unter Umständen schwierig, oder? Weil du gar noch nicht richtig siehst, ist das jetzt quasi wie etwas, was nötig ist, damit ich weiterkomme, oder ist es Machtmissbrauch? Ich glaube, die Linie ist vielleicht nicht immer ganz klar, aber ich wäre einfach sehr vorsichtig und würde mich im Zweifelsfall halt gleich auf den eigenen gesunden Menschenverstand verlassen. Also so wie das hier schmeckt, ist es irgendwie, irgendetwas stimmt da nicht. Vielleicht kann ich es nicht mal benennen, aber der würde auf jeden Fall diesem Gefühl auch nachgehen. Warum ist es? Oder es könnte ja auch meine eigenen Widerstände sein, aber einfach, das ist nicht einfach auf die Seite wischen, sondern einfach schauen, oder mich vielleicht auch mit anderen austauschen. Oder? Und wenn ich davon abgehalten werde, mich mit anderen auszutauschen, das ist sicher ein Alarmsignal. Oder? Und, ja. Eben, und es gibt schon noch einen Unterschied zwischen wirklichem Machtmissbrauch und einfach Dogmatismus, der ja zum Teil dann auch sehr unheilsam kann sein, oder? Genau. Sich irgendwo einfach völlig auf etwas einschüsst und nicht mehr anders gelten lässt. Genau. Dann ist es noch nicht ein Machtmissbrauch im eigentlichen Sinn, sondern einfach einfach auch etwas, was nicht heilsam ist in der Gesellschaft. Ja, das denke ich auch. Und da habe ich auch das Gefühl, da gibt es so das ganze Spektrum. Und es hat in den letzten, würde ich sagen, 10, 20 Jahren sind mehr Sachen auch in der buddhistischen Welt auftaucht, also Fälle von eigentlich immer Männer, Lehrer, die sich offensichtlich nicht ethisch verhalten haben oder eben ihre Macht letztlich missbraucht haben. Und ich denke, das hat auch dazu geführt, dass man vielleicht ein bisschen sensibler ist in Bezug auf das Thema und dass man jetzt zum Beispiel bei uns im Zentrum zu Bern oder im Meditationszentrum Beatenberg oder im IMS Spirit Rock Haus, dass man ethische Richtlinien publiziert und sagt, das ist Leute, die in diesem Zentrum aktiv sind, gelten die Verhaltensregeln und wenn du hierher kommst als Kursteilnehmerin, dann kannst du erwarten, dass das ist das, was hier gilt. Und wenn jemand gegen das verstößt, dann hast du hier Kontaktmöglichkeiten zu Personen, die vom Zentrum beauftragt sind, aber nicht direkt damit verknüpft sind als Ombudspersonen, die sich dieser Klage annehmen können. Und dass du Transparenz hast, dass du Wege hast, wie du kannst Missbrauch melden, ohne Gefahr zu laufen, dass du selber exponiert wirst oder so. Und da denke ich, da muss man so Checks and Balances einbauen. Und das ist vielleicht das Gute, was resultiert ist aus so schwierigen Fällen. Und ich denke, wir sind dort in dem quasi westlichen Vipassana-Eck ein bisschen mehr davor gefeit, weil es eigentlich nicht so die Situation gibt von einer Lehrerin, wo quasi
die Person ist für bestimmte Leute. Natürlich gibt es Leute, die bestimmte Lehrende sehr schätzen und dann auch nachreisen und so. Aber die haben trotz allem nicht an sich einen exklusiven Status. Die werden einfach vielleicht sehr geschätzt für die Art und Weise, wie sie lehren, aber letztlich sind sie eher austauschbar, würde ich jetzt sagen, als in anderen Traditionen. Das ist doch eine schöne Anknüpfung. 2007 bist dann auch du damals Lehrer geworden. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, also eigentlich hat 2007 eigentlich die Ausbildung angefangen und der Fred von Alma, der die geleitet hat, einfach ein paar Leute angefragt, wo er das Gefühl hatte, die wären geeignet. Also es ist nicht eine Ausschreibung gewesen, sondern eine Anfrage. Und das ist dann über 5 Jahre gegangen, die Schulung. Und ja, ich habe das eigentlich, ich glaube, ich habe es nicht unbedingt gesucht oder auch nicht erwartet, dass das so weit kommt. Aber es hat mich, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das kommt jetzt daher und es ist irgendwie stimmig und gibt eine Resonanz, ich will dem nachgehen. Und das ist auch sehr interessante Zeit gewesen, auch das zu machen und auch schon, weil das natürlich auch zu einer viel verstärkteren Auseinandersetzung mit Dharma-Fragen, aber auch mit Fragen vom Lehren und so geführt hat. Und auch was mir auch gut dünkt, so ein Anspruch vom Fred, dass man sich auch mit anderen Traditionen, die man nicht so gut kennt, also anderen buddhistischen Traditionen, sich mit denen auch auseinandersetzt und dort auch Erfahrungen sammelt, dass man ein bisschen über den eigenen Gartenhag aussieht. Und das finde ich, das schätze ich nach wie vor sehr bei ihm, auch einfach, dass es offen ist und dass man... Ja, weil das nicht Sektierer ist. Genau, ja, betont nicht Sektierer ist, oder? Und auch es hat für mich einen guten Mix gehabt von einerseits eigentlich eine sehr säkulare Grundlage und wo aber gleichzeitig verbunden ist mit sehr viel Respekt und Wertschätzung für die Tradition, die das überliefert hat und die das informiert hat, die Art von Lehrtätigkeit. Was ich bei dir noch spannend finde, sehr viele Meditationen oder Dharma-LehrerInnen, die ich kenne, die sind entweder selbstständig und machen das dann einfach quasi in Teilzeit oder sie machen sogar voll eigentlich nur Meditation und Dharma-Lehre. Du hast das immer neben dem Beruf gemacht, also du hast intensiv praktiziert neben dem Beruf und bist dann auch Lehrer geworden, neben dem, dass du angestellt warst. Wie hast du das aneinander vorbeigebracht? Ja, also hat natürlich nicht, es ist natürlich zwingend, dass ich durch das einfach weniger Zeit hatte für Retreat zum Beispiel. Und das ist einfach nicht, in dem Sinne hat der Teil wahrscheinlich auch ein bisschen darunter gelitten. Und ja, aber es ist natürlich auch, es ist eine Hilfe gewesen, dass ich mich auch einfach in einem Umfeld bewegt habe. Gleich viel eine Partnerin, die sehr in diesem Bereich investiert ist und das auch gemacht hat. Das Zentrum, wo wir engagiert waren drinnen, wo auch ein Anknüpfungspunkt war, wo wir immer wieder haben, also wo uns auch sehr beschäftigt. Also es ist durchaus arbeitsintensiv. Alles ehrenamtlich, muss man ja, mal sagen. Genau, ja. Und in dem Sinne hat es auch immer wieder auch im Alltag recht viele Anknüpfungspunkte gegeben. Und, oder ich habe dort auch die Website betreut und quasi Anfragen, also die Kommunikation und so, oder auch immer wieder auch, sagen wir, Studierende, die in das Zentrum kommen für eine Einführung und so, das habe ich auch gerne gemacht. Und da hat es so Synergien gegeben, oder? Weil ich eben so
mit E-Learning und so mich beruflich beschäftigt habe, was auch zum Teil auch methodisch oder so, mich damit auseinandergesetzt habe, wie könnte man das besser vermitteln. Dort ist in dieser Hinsicht sind asiatische Lehrer nicht immer so vorbildlich, didaktisch ist es nicht immer so super, aber und das finde ich auch spannend und ja, ich glaube, es hat einfach mir auch entsprochen, das so zu machen und was natürlich auf einem Weg einfach ein Nebeneffekt war, dass ich zunehmend auch bei der Arbeit über das habe geredet, oder habe ja mal irgendwie so bei einer internen Weiterbildung schon vor Jahren so einen Beitrag gemacht über Achtsamkeit und Meditation am Arbeitsplatz und das finde ich auch noch interessant, einfach die Verknüpfungen, die sich so ergeben. Und jetzt mittlerweile ist es ja auch nicht mehr direkt rufschädigend, wenn man meditiert. Ist es gewesen, rufschädigend? Ja, also ich denke, wo ich angefangen habe meditieren, ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es rufschädigend war, je nach Position natürlich, die du hast. Vielleicht, wenn du im sozialpsychologischen Bereich dich bewegt hast, ist es relativ früh schon akzeptabel gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, mir kommt das gar nicht mehr in den Sinn, aber wahrscheinlich gibt es irgendwo vielleicht ein Land, wo Präsidentin hat, die sagt, sie meditieren. Und das glaube ich, das habe ich das Gefühl, das wäre heute möglich, ohne dass sie gerade abgewählt würde. Aber, oder dass ein Firmenchef oder ein CEO sagt, ja, ich meditiere. Ich glaube, das ist heute möglich, aber ich habe das Gefühl, noch vor 20 Jahren hat sich das auch jemand gut überlegt, ob er das kommunizieren will, wenn er das macht. Weil einfach nicht so viel Verständnis da ist dafür. Und ich glaube, heute ist es schon, einfach der ganze Achtsamkeitsboom hat schon dazu geführt, dass es wie eine grundlegend hohe Akzeptanz hat. Und das ist dann auch, es verschmilzt dann auch so ein bisschen, es wird auch ein bisschen diffuser. Meditation, oder viele Leute reden von Meditation, aber was es denn genau ist häufig nicht so klar, oder die Leute verstehen ganz unterschiedliche Sachen darunter. Und ja, wie ist denn das für dich als Dharma-Lehrer? Also wenn du so in Unternehmen hörst, ja, die machen jetzt auch noch Meditation oder Mindfulness wird gross geschrieben. Also, findest du das glaubwürdig? Es ist schon schwierig, um es pauschal zu sagen. Wahrscheinlich gibt es riesige Unterschiede. Ja. Aber so ganz grundsätzlich, es ist ja doch ein bisschen eine Entkoppelung von sehr vielen ethischen Prinzipien zum Beispiel, wenn man einfach sagt, ja, achtsam sein, damit Leute resilient sind, noch ein bisschen mehr leisten können. Zum Beispiel ist ja häufig so ein Dreiklang, der dann gemacht wird. Ja. Wie siehst du das? Ich finde es schwierig, einfach eine generelle Antwort zu geben, weil ich das Gefühl habe, eben häufig ist es wirklich vermischt auch mit Profitstreben letztlich, oder? Dass du einfach sagst, ja, gesunde Mitarbeitende sind ein Garant für einen grösseren geschäftlichen Erfolg, oder? Und ich habe es ein bisschen am Anfang mitverfolgt bei Google und die Search Inside Yourself Leadership Initiative und der Meng heisst, glaube ich, oder das er vorwärts getrieben hat. Und ich das Gefühl hatte, ich habe das Gefühl, er war authentisch interessiert gewesen, dass das wirklich zu etablieren in dieser Firma und hat in einer Firma gearbeitet, wo die Freiräume da sind, dass man so etwas nutzen kann. Und wie das dann vom Management umgesetzt wird, das ist auch noch schwierig zu sagen. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht Bedenken im Sinne davon, dass ich das Gefühl habe, dass das macht jetzt das Dharma kaputt oder so, oder es ist ein Missbrauch
vom Dharma. Natürlich, wenn es einfach ganz klar nur um Profitstreben geht, dann ist es das eigentlich. Aber letztlich kann es ja auch sein, dass eben das Leute auf andere Gedanken bringt, oder? Und vielleicht ein bisschen ein krasses Beispiel, wo mir in den Sinn kommt, ist jetzt gerade mein erster Meditationslehrer, der John Coleman, der hat in den 50er Jahren bei der CIA gearbeitet und die haben damals mit LSD experimentiert, weil sie es eigentlich haben als Wahrheitsdroge einsetzen und so, also höchst bedenkliche Motivation, also wirklich ja, Spionageorganisation gsi, die nicht davor zurückgestellt hat, Leute umzubringen und so weiter. Und er hat aber aufgrund von diesen Erfahrungen, die hat das selber auch genommen, und aufgrund von diesen Erfahrungen hat er angefangen hinterfragen, was er dort macht. Also er hat gesagt, das liegt eigentlich nicht drin, was ich da mache. Und ist dann auf die Suche gegangen, hat es in einem Buch beschrieben, The Quiet Mind, wo er wie er da eigentlich aufgrund von diesen Erfahrungen ein spirituelles Interesse ist erwacht bei ihm. Und er hat sich da an verschiedene Orte umgeschaut und ist letztlich dann irgendwie Mitte 50er Jahre beim UBAK gelandet und hat dort Meditation gelernt und hat gemerkt, das ist es. Und dann hat er noch ein Zeit gebraucht, bis er ist von CIA losgekommen. Und das ist etwas anderes, oder? Aber das einfach für mich, ja, da hat er irgendwie auf eine schräge Art, oder? Ist dann irgendwie etwas ganz Gutes entstanden, oder? Und da wäre es jetzt eigentlich wie die Umkehrung, oder? Wie etwas Gutes kann vielleicht etwas Schräges hervorrufen, aber vielleicht kann auch die Tatsache, dass jetzt in einer grossen Firma Achtsamkeit auf dem Programm steht, dazu führen, dass einzelne Leute einfach hinterfragen, was sie da eigentlich machen. Und in dem Sinn, also eine gesuchte Parallele vielleicht, aber gleich, manchmal sucht sich das Zeug eigenartige Wege, oder? Und jetzt, ich habe jetzt nicht grundsätzliche Vorbehalte dagegen, dass man in Unternehmen oder so Achtsamkeit reinbringt als Thema. Ich habe das Gefühl, das ist grundsätzlich, finde ich, das eigentlich gut, auch wenn es Motivation vielleicht so ein bisschen zwiespältig ist unter Umständen. Du hast 1983 angefangen zu meditieren, das heisst, jetzt haben wir 2023, 40-jähriges Jubiläum. Wenn du jetzt so den Bogen spannst über deine eigene Praxis, wie hat sich die im Laufe dieser 40 Jahre verändert? Also die hat sich immer wieder recht stark verändert. Ich würde sagen, ganz am Anfang ist sie sehr intensiv gewesen und es ist aber auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich auch mehr Freiheit hatte, die Intensität zu pflegen. Und es hat auch Zeiten gegeben in meinem Leben, wo sie definitiv weniger prominent war und wo ich mich mehr entfernt habe davon wieder. Und wenn man und nachher denke ich schon, eine grosse Neuorientierung war schon mit dem Zentrum für Buddhismus, das im Jahr 2000 gestartet hat, wo auch dazu geführt hat, dass Praxis nicht mehr einfach für mich persönlich etwas war, sondern dass es eingebettet war in soziale Aktivitäten und organisatorische Aktivitäten. Es ist darum gegangen, das Zentrum am Leben zu halten und was es alles braucht, dass das dort funktioniert, oder eben Vorträge organisieren, eine Website betreiben, Kommunikation mit den Behörden schauen, und da hat es plötzlich viel mehr so Geschmack bekommen von, was ich würde hinduistisch gesprochen Karma-Yoga nennen, also mit quasi über die Arbeit sich der Praxis zu widmen. Und ich glaube auch, dass ich dort einen Unterschied
feststellen, dass ich das früher eigentlich, also ganz am Anfang, wie ich gesagt habe, ist also die Erfahrung, Meditationserfahrungen, sind sehr im Fokus gewesen. Und ich habe relativ wenig gemacht jetzt damit das überhaupt möglich ist, also im Sinne von organisieren oder so. Und irgendjemand muss das ja auch machen, dass die Angebote überhaupt entstehen können. Und ich glaube, das ist sicher etwas, was ich heute höher bewerte und wo eine viel grössere Rolle spielt in meinem Leben. Also wie eben die Organisation, der Ort, helfen bereitstellen, wo überhaupt so etwas sich manifestieren kann. Und eben Einführungskurs oder Meditationsretreat leiten, wo auch eigentlich irgendwie eine Art von Dharma-Praxis ist, wo aber wie einfach ich mache etwas, damit andere können auch sich dem widmen. Und dieser Teil ist sicher wichtiger geworden. Und dann habe ich auch das Gefühl, durch die Auseinandersetzung mit Mahayana-Buddhismus und dem Fred von Almen, seinem Ansatz, dass ich mehr habe angefangen oder Wert gesehen vom Kultivieren von Qualitäten, die jetzt nicht direkt einfach mit der formalen Praxis auf dem Küssi oder so zu tun haben, sondern jetzt, gesehen, es geht darum, gewisse Sachen probieren zu fördern in meinem Leben, die hilfreich sind und die Praxis auf eine andere Art stützen. Wenn ich kann probieren, daran zu arbeiten, grosszügiger zu sein oder geduldiger oder mitfühlender oder hilfsbereiter oder so. Und die Aspekte eine zentralere Bedeutung haben bekommen. Das ist sicher anders als vor 40 Jahren. Ja. Wenn die Leute dich möchten live erleben, wo haben sie da die Möglichkeit? Ja, du hast ein Angebot auf der Website, wo mich wundernimmt. Du machst Meditationsretreat in einer Jurte. Ja. Oder wieso in Jurte? Wie bist du auf das gekommen? Was hat es mit dem auf sich? Das ist ein bisschen ein Zufall eigentlich. Eigentlich über Freunde, wo in dem, das ist ein Permakulturhof im Emmental, die das haben mitbegründet. Und das ist einfach ein wunderschöner Ort. Und irgendwann haben wir die Idee gehabt, man könnte doch dort auch mal ein Meditationsretreat anbieten. Die breite Palette, eben Permakultur, Pilzzucht, recht viel eher so richtig landwirtschaftliche Sachen, aber durchaus auch andere. Und das hat irgendwie gepasst. Und also die René hat vor allem den Ort, glaube ich, angesprochen. Ich fand, das ist einfach sehr ein schöner Ort. Und es gibt zwei Sachen, die für mich speziell sind und wieso ich den gerne gibt, den Kurs. So, ist, das eine ist, dass es so eben, dass wir im Kreis sitzen. Wir sitzen einfach in dieser Jurte, das beschränkt auch Platzzahl. Also es sind einfach höchstens 20 Teilnehmende. Aber dass man sich eine Art wie eben gegenüber sitzt und normalerweise sind wir schön so aufgereilt oder in Retreatzentren. Und das finde ich, das schafft wie einen anderen Raum und das finde ich einfach noch schön. Und der andere Aspekt ist, dass es halt einfach, das ist die Jurte, das ist die dünne Zeltwand und dann gehst du raus aus dem Meditationsraum und dann bist du gerade draussen in der Natur. Und wenn du am Meditieren bist, zwischendurch gehen die Laufenten vorbei und gackern oder so, die gackern oder schnattern und, oder du hörst Schaf oder es einfach, oder du hörst den Wind viel mehr oder wenn es regnet und es auf dem Dach von der Jurte prasselt, dann bist du wirklich in diesem Regen drin. Und es ist in dem Sinn viel unmittelbarer verbunden mit der Umgebung. Und das ist recht speziell. Und die Leute, die an diesem Kurs waren, lieben es. Und von dem her, also
wir müssen eigentlich mehr aufgehört Flyer machen, weil es macht keinen Sinn. Weil irgendwie, wir schreiben zuerst die an, die schon mal waren, und dann ist der Kurs eigentlich schon gerade voll. Also hätte ich da nicht auch noch Werbung machen dafür? Aber du hast schon erwähnt, also im Zentrum für Buddhismus in Bern kann man das sicher sehen. Und du hast eine Website, die heisst stefanlang.org. Stefan mit F. Und ja, dort hat es eigentlich recht viel Info. Und eben die Sachen, die im Zentrum für Buddhismus laufen, das ist auf der Website vom Zentrum für Buddhismus.ch. Und dort tue ich manchmal auch Sachen ankündigen auf Facebook, facebook.com/Zentrum für Buddhismus, wo einfach, wenn etwas Spezielles ist oder Nachlese zum Abend oder Hinweise auf irgendwelche andere Veranstaltungen, wo ich das Gefühl habe, wäre jetzt wertvoll, dann tue ich das dort posten. Und sonst eben immer am Mittwochabend Ritterstrasse in Bern im Zentrum für Buddhismus ist einfach ein Meditationsabend, wo wir uns so, die in der Organisationsgruppe sind, uns abwechseln mit dem zweiten Teil vom Abend gestalten. Und das ist eine sehr grosse Palette möglich, wo einfach, es muss irgendeinen Dharma-Bezug haben. Das ist eigentlich letztlich die einzige Anforderung. Und dann ist im Monat öffentlicher Vortrag, wo ich auch häufig rum bin. Und ja, und dort, das halten wir auch sehr offen. Also man muss sich da nicht anmelden oder verpflichten oder so, sondern ja, wenn man rum ist und gerne würde mit anderen kann meditieren, was ich eigentlich generell eine gute Unterstützung finde für die Praxis, dann ist man herzlich willkommen, dort reinzuschauen. Sehr schön. Stefan, ich danke dir ganz herzlich, dass du da noch bist für das Gespräch. Ja, merci, ist gerne gesehen. Merci für die Einladung, Lukas. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Ich danke allen für Mails mit Fragen und Vorschlägen. Das ist motivierend und eine Bereicherung für weitere Folgen. Wenn auch du schreiben willst, findest du Angaben auf www.meditationsszene.ch und bei Spotify kannst du sogar direkt eine Frage von mir beantworten. Und wenn der Podcast mit Sternchen bewertest und vor allem auch weiterempfiehlst, dann hilfst du mir ungemein, noch mehr Leute zu erreichen. Merci vielmals. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.